Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, ich habe mich nochmal hingesetzt. Ich habe ein bisschen Pause gebraucht, bin kurz Mizis Flauschen gegangen, um mein Mindset wieder zu resetten. Wir befinden uns jetzt im Teil 5 der Blaueierbärchen-Leaks. Und es geht jetzt nicht mehr um Zucker und blaue Eier. Wir sind am Anfang eines Gesprächs zwischen den beiden und ja. Hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch auch halbe auf. Wir gingen in Rainer. Hallo Rainer, na was hast du heute Schönes gemacht? Mir einen runtergeholt, nackt durchs Zimmer gelaufen, masturbiert, meine Taschenmuschi gevögelt, meinen Torso gevögelt, meine Gummipuppe gevögelt. Zwischendurch habe ich was gegessen. Ja. Ja, fressende, wichsende. Ich weiß nicht, wer von euch hat nicht damit gerechnet, als sie gefragt hat, was hast du heute Schönes gemacht, dass sowas kommt? Ne? My sweet summer child. Ja, wenn man spitz ist, dann ist man spitz. Ja, Rainer, du bist nicht spitz, ne? Du bist rund und bist halt über sexuell gestört. Oh ja, du dolle Maus, werde ich so durchnehmen. Jetzt sogar dann die rumspielen, wie es noch niemand getan hat. Du wirst um Gnade flehen. Das ist einfach maximal unangenehm, oder? Das ist einfach maximal unangenehm. Ganz zu schweigen. Real Talk. Dieses Dirty Talking. Ich weiß nicht. Das ist doch eigentlich auch so ein exklusives Porno-Ding, oder? Aber Leute, bitte sagt mir nicht, dass ihr das zu Hause macht. Ne? Das macht doch kein Mensch zu Hause. Das ist doch. Da ist doch Cringe-Faktor noch und nöcher. Wurde Penis-Tic-Tacs gefuttert. Will ich wissen, was Penis-Tic-Tacs sind? Schauen wir mal, was Penis-Tic-Tacs sind. Bin gleich wieder da. Ich hab's nicht gefunden, keine Ahnung. Aber es scheinen anscheinend Tic-Tacs in Penisform zu sein, wenn ich mir das so denke. Ich glaube, die gibt's nicht normalerweise so irgendwie in diesem Bängelregal an der Supermarktkasse. Die wird er sich schon extra bestellt haben. Ne, wir erinnern uns daran, der Mann ist chronisch pleite, hat keine feste Einnahmequelle, muss noch auf seinen Bürgergeldantrag warten und beschließt, sein Geld für Scheiße auszugeben wie Penis-Tic-Tacs. Nur damit er dann mit dem Fakt, dass er diese konsumiert hat, Frauen, mit denen er Kontakt hat, besser sexuell belästigen kann. Ja. Bitte was? Was soll das sein? Penis-Tic-Tacs. Das waren Tic-Tacs in Form von Penissen. Fick doch die Waldfee. Von 1939. Und heute ist Samstag, ne? Bei mir ist 39. Aber es ist Samstag, ne? Krass. Boah, krass, 1939 am Samstag, ey. Echt krasse Uhrzeit. Rainer, ich erzähle dir mal was. Die Uhrzeit gibt es einmal pro Woche. Das ist keine Seltenheit. Bedeutet, ich bin. Das bedeutet, ich habe das Wochenende ja schon fast hinter mir. Ja. Andere Leute würden sagen, boah, schade. Wir sind spät jetzt im Wochenende. Freitag nach Feierabend ist mir immer die liebere Zeit. Aber Rainer sehnt das Ende des Wochenendes herbei. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob dann, ob unter auch weniger
Buchenkinder vor der neuen Schanze stehen oder ich weiß es nicht. Gehen wir mal weiter. Ich blende euch mal ein Bild ein, was ich über Google gefunden habe. Denn es geht in diesem Spiel darum, dass man mit einer leicht bekleideten Dame ein Hack and Slay spielt. Und es ist halt ein Adult-Spiel. Ihr seht es ja auch im Bild. So sieht es normalerweise aus. Aber nicht beim Reini. Denn er spielt das Spiel mit der komplett nackten Hauptdarstellerin und schaut sich im Stream mit dem Bärchen dann erstmal die verschiedenen Posen des animierten Charakters an. Das ist halt auch so lächerlich. Ganz ehrlich, das haben wir gemacht, als wir irgendwie, keine Ahnung, 11, 12 Jahre alt waren, irgendwelche komischen Spiele, Charaktere auf nackt getrimmt oder sowas. Also, das ist halt einfach super erbärmlich. Dass das Bärchen davon eher angewidert und sehr, sehr still zu sein scheint, stört ihn natürlich überhaupt nicht. Ihr könnt es sehen, natürlich leicht zensiert von mir, aber ja, damit verbringt der feine Herr seine Zeit neben den Gesprächen mit seiner Liebsten, mit der er ja schon zu... Alter, das streamt der für die. Also brauchst du nicht mehr... Und die sitzt da und schaut ihm dabei zu, wie er sich da... Nein. Meine Frage. Ich will die Frage gar nicht hören. Leute, ich habe jetzt so viele Fragen gehört. Ich habe jetzt vor einer Stunde gemacht, bin jetzt schon wieder bei 6 Minuten. 2 Teile von diesem scheiß Bärchen-Ding heute allein schon. Die anderen 2, die ich letzte Woche gemacht habe, wo es mir auch schon wirklich ganz massiv die Speiseröhre raufdruckt hat. Ich will nicht wissen, was er sie jetzt fragt. Aber wir gehen jetzt rein. Merkst du schon körperliche Auswirkungen für unser Treffen? Naja, kribbelt's. Ja, schon, aber du musst ja trotzdem irgendwelche Vorfreude oder sowas empfinden. Stellt euch vor, liebe Damen, ihr verabredet euch mit jemandem, ihr habt das erste Date, das steht kurz bevor und der fragt euch, na, wir treffen uns ja bald. Wie schaut's aus? Kribbelt die Muschi schon oder wie schaut's aus? Auch in diesem Fall wieder, wie schnell ist der blockiert und die Polizei angerufen? Das hier ist ja auch sowas. Soll ich endlich dich mal lieber... Fisch allgemein. Fisch ist salmonellenanfällig, genauso wie Hähnchen. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, Fisch, weiß ich nicht. Also man sollte Fisch auf jeden Fall durchbraten, glaube ich. Das kann sonst problematisch. Ich habe schon mal irgendwo in einem Restaurant, ich habe mal Lachs gegessen, der war nicht ganz durch, glaube ich. Da habe ich dann auch, da ist mir nicht gut gegangen ein paar Tage. Aber Salmonellen, weiß ich nicht. War Salmonellen nicht eher so ein Geflügelding? Wenn du ihn gekocht hast, ist es kein Problem. Aber wenn du einmal aufgewärmt hast, abgekühlt und dann wieder aufgewärmt, dann kann sich Salmonellen entwickeln. Das ist ein Schmarrn. Wenn ich den vorher gut durchgebraten habe, dann habe ich da keine Salmonellen drin. Es sei denn, ich lege ihn im Kühlschrank auf das rohe Hähnchen drauf, oder? Was für ein Krampf wieder. Der große Kochlord. 3 Männer in der Bar, sagt der Erste. Warte mal. Hocken 3 Männer in der Bar, sagt der Erste. Boah, ich habe vor kurzem geheiratet, ne? Es ist unglaublich. Ich habe jetzt mittlerweile nur noch an Weihnachten Sex, wenn ich Geburtstag habe und wenn ich den Müll rausgebracht habe. Sagt der andere, was? Du kriegst Sex, wenn du den Müll rausgebracht hast? Alter, hast du es gut. Ich krieg bloß noch an Weihnachten und nur noch jedes zweite Mal, wenn ich Geburtstag habe, Sex. Sagt der Dritte, oh mein Gott, was habt ihr für geile Leben? Wenn meine Frau nicht mit offenem Mund schlafen würde, würde ich gar keinen Sex mehr bekommen. Ha, ha, ha. Ja, ich meine, klar, diese, boah, bist verheiratet, kriegst keinen Sex mehr Witze, diesen, ne, zeitlose Klassiker. Aber das Ganze dann nochmal mit einer, ne, Übergriffigkeit
abzurunden. Ganz großes Kino, Rainer. Mal weiter. Wir haben ja immer noch nicht über die Sache mit der Verhütung richtig geredet, ne? Rainer, ihr habt euch noch nicht einmal richtig im richtigen Leben gesehen zu dem Zeitpunkt. Das mit der Verhütung ist ein Thema für wann ganz, ganz anders. Aber Rainer, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ihr habt die Polar-Bärchen-Leaks gesehen. Spoiler-Alarm, ja, der Rainer, der steht nämlich nicht so auf Kondome. Er steht aber auch nicht so drauf, dass er sich irgendwie dann testen lässt. Ich glaube, wir alle wissen, dass der Test überflüssig ist, weil sexuell übertragbare Krankheiten bei ihm mangels Sex nicht vorhanden sein können, aber wollen wir wetten, dass jetzt gleich wieder das Bärchen bedrängt wird, hier beim ersten Treffen ohne Pariser Snoo zu machen? Wollen wir das machen? Wirklich nur mit Kondome? Oder du hast ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass du lieber AO hast auch, ne? Ist halt dann immer Risiko auch wegen. Was ist AO? Wofür steht AO? Will ich das wissen? Ich habe es gegoogelt. Es steht für alles ohne, also absolut keinen Schutz. Kein Schutz, keine Verhütung, kein gar nichts. Schwierig, Rainer. Mit Schwangerschaft und alles. Ich meine, krank bin ich jetzt nicht. Ich hoffe, du auch nicht. Nein, natürlich nicht, aber wenn was passieren sollte, dann nur mit Kondom. Ich habe in einem meiner Lieblingsrestaurants gegessen. Asiatisch. Ein super Laden. Wollen wir wetten, dass das irgend so ein Ding ist? Weil, ganz ehrlich, Rainer hat kulinarisch gar keine Ahnung. Wollen wir wetten, dass das so ein Ding ist? Keine Ahnung, das hat Pizza, Chinesisch, Döner, Burger und der Besitzer ist Pakistani oder sowas. Irgend so eine eierlegende Wollmilchsau von 0815 Lieferdienst, wo alles gleich schmeckt. Hauptsache Glutamat rein bis unters Dach. Und Hauptsache vieles. Ne? Und Fett und Zucker muss drin sein. Zucker muss rein. Ne? Ab einem Bestellwert von 100 Euro kriegt man eine Flasche Schwipschwapp umsonst. Bestes Restaurant. Ja, da nimmt man auch gern mal die alle dann mit. Ah, Mietz. So, der Mietz hat gerade den Spielball nicht mehr von der Kralle gekriegt. Er musste kurz interveniert werden. Weiter geht's. Die haben richtig gute Rahmen. Gelaufen. Naja, indirekt gelaufen. Mit dem Scooter halt. Ja, indirekt gelaufen nennt man das. Ja, ich laufe jetzt dann auch wieder aufs Festival. Indirekt. Mit dem Auto halt. Ne? Rainer, Vielleicht essen wir da ja mal zusammen. Wenn wir wirklich zusammenziehen und nach Nürnberg ziehen, können wir ja da gerne mal essen. Also wenn wir irgendwie zusammenziehen wollen, sollte das wirklich der Fall sein, weil da wir ja drüber mal geredet haben. nein, Rainer, du hast da drüber geredet. Sie hat da nicht darüber geredet. Sie ist dem Thema ganz, ganz, ganz offensichtlich aus dem Weg gegangen. Weil es super unangenehm ist, Rainer. Mit einem Typen, der einem so eine Scheiße geschrieben hat, den man kaum kennt, dann darüber zu reden, ob man nach dem ersten Treffen sofort zusammenzieht. Das ist einfach maximal unangenehm. Würde ich wirklich Nürnberg empfehlen und würde wirklich sagen, schauen wir, dass wir dahin ziehen. Ja, und ich habe ja meinen Betreuer und alles in Nürnberg, deswegen könnte man sich da schauen, dass man sich da irgendwo eine schöne Wohnung in der Innenstadt besorgt. Alter, ich habe meinen Betreuer in Nürnberg. Ist das nicht, also, Ladies, seid ihr da on fire? Wenn euch der Typ damit heiß machen will, so, ey, komm, wir ziehen zusammen nach Nürnberg, weil das ist mein Betreuer. Oder denkt ihr euch da lieber so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, gehe ich doch vielleicht auf Blockieren. Ja, und darüber
Ich glaube, mit Betreuer meint er halt Bewährungshelfer wahrscheinlich, oder? Obwohl, eigentlich dürfte er keine Bewährung mehr haben. Seit Ende Mai. Also seit einem knappen Monat. Es sei denn natürlich, es wären neue Geschichten auf dem Tisch. Weiß nicht, vielleicht zieht er auch miteinander, könnte einen auf Bonnie und Clyde machen, vielleicht zieht er dann miteinander in die JVA oder so. Können wir, glaube ich, alle sehen. Meine Frage, was mich interessiert. Die nächste Frage, die ihn interessiert, Alter, ich will's nicht wissen, Rainer, wie bei den letzten 30 Fragen auch schon. Würde. Ich weiß, du kannst dir das so nicht vorstellen, aber mich würde das aus Interesse halber mal interessieren. Wenn du, also wenn wir ein Kind kriegen würden, Rainer, du kennst die Frau noch gar nicht, was laberst du? Dann ziehen wir zusammen und dann kriegen wir gleich ein Kind. würdest du denn, Aber vorher muss sie noch Zucker mitbringen. Wenn sie Zucker nicht mitgenommen hat, dann ist Kind vom Tisch. Ist dann ihre Schuld. dem Kind lieber Flasche geben oder die Brüste? Maximal unangenehm. Maximal unangenehm. Nein, wenn er solche Fragen stellen kann und darauf Antworten bekommt. Na gut, ich habe die Brust nicht gekriegt. Weiß ich nicht, Rainer. Ob das nicht vielleicht auch besser war bei dir? Keine Ahnung. Es ist in gewisser Weise schon wichtig, aber Menschen können auch ohne überleben, weil wir halt auch viele Möglichkeiten haben mit unserem Immunsystem und alles. Ja, Menschen können auch überleben, ohne die Brust gekriegt zu haben. Richtig, Rainer. Das ist, Also es geht erst einmal, warte mal, wir machen das, lass uns das mal kurz von vorne nach hinten aufriemen. Also als erstes Mal, es geht um die Nähe, das ist richtig. Also als allererstes Mal, viele Frauen entscheiden sich dagegen, weil sie ihren Körper damit nicht schädigen wollen, weil ja, ich glaube, wenn du mal so ein Kind unten aus der Mischi rausgepresst hast, dann ist Körper nicht mehr schädigen einfach nimmer hoch auf der Prioritätenliste, oder? wenn du als Frau einem Kind die Brust gibst, dann, nachdem du aufhörst zu stillen, erst einmal hast du natürlich schön, weil du schon große Brüste bekommst, ne? Ja, toll, Rainer. Ganz toll. Fast so groß wie deine. Wegen der Milch, aber zum anderen, es ist halt das so, dass halt das dafür sorgt auch, dass die Brüste hängen können, ne? Ich persönlich habe damit kein Problem, im Gegenteil, ich finde es sogar ziemlich geil. Boah, ja. Zusammenfassung? Hallo, Ibims, der Rainer. Wir kennen uns kaum, aber komm bitte zu mir, dann gibt's Snus nur. Ich hoffe, du kriegst ein Kind und ich hoffe, du wirst es stillen, weil du danach Hängetitten kriegst und ich auf Hängetitten stehe. Wann wollen wir uns treffen? Ach ja, bring Zucker mit. Was los mit dem Mo? Weil es für mich natürlicher wirkt und schöner wirkt, auch optisch. Aber viele Rainer, du hast selber Hängetitten. Ne, begnüg dich doch mit denen. Ne, wenn die Frau keinen Bock auf Hängetitten hat, dann lass sie auch das haben. haben halt genau deswegen das Problem damit und entscheiden sich deswegen dagegen. Ja, genau. Es gibt natürlich auch Frauen, die können keine Milch geben. Das gibt es auch. Ne? Also meine Mutter zum Beispiel, ich bin zum Beispiel nicht gesäugt worden, aber meine Mutter hat keine Milch entwickeln können. Ja. Ja, ich glaube, da hat wahrscheinlich unterbewusst der Körper deiner Mutter gesagt, das ist nichts geworden. Ne? Nicht füttern, nochmal versuchen. Wie ist es bei deiner Mom? Konnte die das? Alter, willst du mich komplett verarschen jetzt? Rainer, willst du mich komplett verarschen? Ich ziehe das Ganze nochmal auf. Hallo, Ibims, der Rainer. Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wann kommst du bei mir vorbei? Dann gibt's Snus nur. Ich hoffe, du kriegst ein Kind und danach wirst du es hoffentlich stillen, weil ich auf Hängetitten stehe.
Apropos Hängetitten, wollen wir mal kurz über die Titten deiner Mutter reden? What the fuck is wrong with you? Digga, nein. Weißt du das? Das ist kein so ein Thema, was dir gefällt. Hm? Offensichtlich nicht, Rainer. Niemand will mit einem Menschen, den man gerade kennengelernt hat, noch vor dem ersten Date über die Titten von irgendwelchen Müttern reden. Weder von den eigenen noch von den des anderen. Was stimmt in deinem Kopf nicht? Ganz ehrlich, wenn ich beim ersten Date sitze und die Frau fragt mich so, bist du eigentlich gestillt worden? Und hängen die Titten deiner Mutter, dann gibt es kein zweites Date. Und ich glaube, bei Frauen ist das noch ein bisschen krasser, oder? Was kommt als nächstes? Schick mir bitte ein Bild von den Titten von deiner Mutter. Ich möchte sehen, abschätzen können, wie deine mal aussehen, wenn du mal mein Bastard gesäugt hast. Weil man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, oder? Digga. Das war jetzt ein kurzes Vergnügen. 21 Minuten. Ich mache kurz Pause. Nächste Video. Okay, Leute, wir sind bei Teil 6 angekommen. Titel, was hat er jetzt wieder ausgefressen? Wollen wir das wirklich? Echt jetzt? Scheiße. Ja gut, dann machen wir das halt. Bei Uwe scheint es momentan auch nicht so gut zu sein. Ich habe ihn angerufen und gesagt, dass ich vielleicht die Woche vorbeikomme, aber der ist im Moment ziemlich angespannt wohl. Ich weiß auch nichts Genaues. Nee, woher auch? Lass mir das erstmal hinten eingestellt. Ich weiß auch nichts Genaues. Ja, und da wollte uns Uwe ist anscheinend nicht so gut auf Reini zu sprechen. Warum nur? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es kann gut sein irgendwie, dass der vielleicht einfach keinen Bock mehr auf den Abfuck hat. Na gut, wir hören mal weiter. Wo war gerade da wegen einer Anzeige? Völliger Schwachsinn. Ich habe wieder meine Anzeige wegen nichts und wieder nichts. Rainer, ich weiß nicht, die Anzeigen, die ich in letzter Zeit mitgekriegt habe, die gegen dich laufen sollen, die sind alle nicht wegen nichts und wieder nichts. Im Gegenteil, die sind wegen wirklich schwerwiegenden Dingen. Sehr schwerwiegenden Dingen. Und die solltest du vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen. Ich habe jetzt einfach eine Zeugenaussage gemacht und basta. Weswegen eine Anzeige? Was ist passiert? Ach, keine Ahnung. Irgendein Bullshit von den Hatern. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ja, Ich hab's mir nicht gemerkt. Also, Rainer, ich bin noch nie angezeigt worden. Aber wäre ich schon mal angezeigt worden? Fuck yeah, würde ich wissen, weswegen ich angezeigt wurde. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich am Vortag die scheiß Aussage deswegen getätigt hätte. Also entweder ist das so ein Ding, wo du sagst, oh, weiß ich noch nicht, ob ich hier das sagen soll, weil, ne? Oder ist dir scheißegal einfach, oh, schon wieder Anzeige. Wird schon so laufen wie immer, wird schon fallen gelassen, Winkelglück regelt, leck mir am Arsch. ist nicht weiter wichtig. Hatte das was zu tun mit dieser Schlägerei im Zug? Nee, war was anderes. Das ist mein Leben, mein Schatz. Beim Verhör hat's geheißen, haben Sie Kinder? Alter, das ist mein Leben, mein Schatz. Oh, ey, ich bin so ein Bad Boy einfach. Hier tut er so, wie wenn er irgendwie in der Gang wäre und ich weiß nicht, wie viele Gang-Tattoos schon hätte und so. Oh, das ist halt mein Leben so. Thug Life, oder? Thug Life. Gangsters Paradise, Digga. Zobis City. East Coast. Habe ich gesagt, nö, noch nicht. Er lacht die und sagt, wie noch nicht? Habe ich gesagt, naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Warte, Er lacht die und Verhör hat's geheißen, haben Sie Kinder? Habe ich gesagt, nö, noch nicht. Er lacht die und sagt, wie noch nicht? Habe ich gesagt, naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Da hat er jetzt tatsächlich die Polizistin, die ihn verhört hat, sexuell belästigt, während sie ihn verhört hat. Und wenn die ihn nach Kindern gefragt hat, geht es dann um eine von diesen Geschichten?
Entweder mit der 18-Jährigen oder mit der Geschichte von der Mutter von nebendran. Winkler, wir haben hier die Vorwürfe von Ihnen, von verschiedenen Frauen, wegen, ja, haben Sie eigentlich Kinder? Nee, aber wenn du mir dabei helfen willst, du, knick-knack, weißt schon. Schwierig. Und hab dabei an dich gedacht. Ja, also die Ja. Da hab ich gedacht, Alter. Da hat das Indigo-Bärchen sich auch richtig Bock gekriegt, einfach. Ne? Bei Kindern habe ich sofort an dich gedacht. Lass mal Revue passieren, worüber er eigentlich mit ihr permanent geredet hat und warum das Wort Kinder dann die Gedanken an sie triggert. sogar zu ihm nach Zorbes fährt, um seine Aussage aufzunehmen. Wie schaut's denn bei dir aus? Nee, ich kann leider noch nicht vorbeikommen. Ich habe noch keine Zeit. Schade. Oder erscheinen, kommen dann hoffentlich aber auch. Ja. Haha, Rainer. Sehr origineller Witz. Hahaha. Am besten wäre, wenn du vormittags erscheinst und abends kommst. Am besten wäre, wenn sie überhaupt nicht erscheint. Ich habe ständig irgendwelche Anzeigen. Das gehört bei mir einfach dazu. Das ist Ja, Rainer, da würde ich mir mal Gedanken machen. Wenn ich ständig irgendwelche Anzeigen gegen mich hätte, dann würde ich mir Gedanken machen, weil dann hast du nämlich entweder irgendeinen kranken Stalker oder wirklich bescheuerten Nachbarn oder aus Dreck am Stecken. Ne? Wenn du jetzt irgendwie in diese Clan-Kriminalität gehst, die haben auch ständig irgendwelche Anzeigen, aber die sind halt auch kriminell. Wenn du ständig angezeigt wirst von Gott und der Welt, weiß ich nicht, ob vielleicht deine Art und Weise, Dinge zu handeln, nicht falsch ist. Kann das sein? traurig, aber so ist es. Ja, es ist eine Anzeige. Das wird jetzt von Gericht und so weiter geprüft und dann wird entschieden, ob ich zu Gericht muss oder nicht. Abwarten. Wenn ich nachher mit Uwe fertig bin, dann können wir, wenn du magst, was wir machen, genau. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe echt Bock drauf, dich mal richtig zu knuddeln und nackt dann mal richtig zu kuscheln. Wollte ich mal so richtig knuddeln und so richtig nackt kuscheln. Nein, Rainer. Nein. Mal mit den Händen deinen ganzen Körper zu erkunden. Rein und dann geht's weiter mit den anderen Damen in seinem Leben. Oh, es geht um andere Damen in seinem Leben. Da bin ich gespannt. Ja, ich habe leider keine Kohle momentan, mir einen Monat zu holen. Übrigens habe ich momentan Weil es geht um World of Warcraft erstmal. eine, mit der ich recht viel über das Thema Sex und so weiter schreibe, mit der ich hier auch viel Sachen mache. Ne? Nur fairer halbe wollte ich dir das mal sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie du dazu standst. Das ist eine Bekannte von mir, mit der ich mich gut verstehe. Also das ist nicht zwingend, das geht nicht darum. Also wir kennen uns auch anders. Nur momentan sind wir da halt ein bisschen am Rumschreiben. Also, Ja, im Übrigen, ich hoffe, du kommst jetzt dann mal bald, wenn du endlich mal Zeit hast, damit es Snooze gibt. Und ich mache im Übrigen Sexschreiben mit einer Bekannten von mir. Wir wissen, dass die Bekannte kommt aus Denken, ja, so wie seine ganzen Kumpels und Freundinnen, die alle aus Denken kommen. Aber ja, ich weiß nicht, was das ist. Das so ein taktisches Ding, dass man sagt, hier, ich bin so geil, auf mich stehen so viele Frauen, du kommst jetzt besser und machst mich klar, ansonsten bin ich weg. Oder was soll das heißen? also ich würde mich halt ganz normal dann mit der da weiterhin unterhalten, aber halt eben über normale Sachen. Ich sollte dir da vielleicht dazu sagen, weil ich habe nämlich gerade das Gefühl, du verstehst mich da falsch. Ich treffe mich nicht mit der oder so, ne? Also wir schreiben bloß. Wir unterhalten und schreiben uns. Wir haben uns auch noch nie getroffen, also von daher. Also alles gut. Alles im Grünen. Aber Alles im Grünen, Alter. Alles im Grünen. Wer hat denn sowas schon mal gesagt? Ich meine, ich kenne alles im grünen Bereich, aber alles im Grünen, das hört sich an wie irgendein Mit-50-Jähriger, der einen auf cool vor irgendwelchen 15-Jährigen machen will.
Aber wie gesagt, wenn du das möchtest, dann mache ich das auch so. Ich wollte dir nur gegenüber fair sein, weißt du? Ja, noch Ja. Fairness ist natürlich, Fairness ist bei Rainer oberste Priorität. Also, fair ist er schon. mal weiter, nachdem Reini dann Uwe geholfen hat, irgendwas aufzuräumen, kam er etwas später dann wieder. Was müsste ein Mann denn für dich haben? Ja, gutes Aussehen ist aber ja nicht alles. Mein Charakter ist Ja, keine Ahnung. nicht besonders das Gute. Wieso? Rainer, ja, gutes Aussehen ist nicht alles. Charakter zählt viel. Aber du hast ja beides nicht. Sind wir mal ganz ehrlich. Das Einzige, was dein Aussehen an Abartigkeit noch toppt, ist doch dein Charakter. Da sind wir uns doch alle einig. Oder wenn du jetzt diese ganzen Leaks, die jetzt gerade nochmal anhörst oder mal nochmal nachliest, was du der Frau alles geschrieben oder Sprachnachrichten geschickt hast, würdest du dann tatsächlich objektiv sagen, nee, mit meinem Charakter ist alles in Ordnung, so verhält man sich halt der Frau gegenüber? Oder würdest du dann eher sagen, so, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen krank? Wieso denkst du das von dir? Ein Typ, der nur an Sex denkt, der nichts anderes im Kopf hat, als die nächste Frau zu vögeln oder auch den nächsten Kerl in meinem Fall. Ja, das mit dem Kerl ist halt wieder, es ist die Winklersche Bi-Lüge, das wissen wir alle. Ja, dass das Horse-Shit ist, das wissen wir alle. Weil, ich habe es neulich, ich weiß nicht mal, wer es von euch wieder geschrieben hat, aber ich habe es häufiger in den Kommentaren, ich habe es ja selber auch schon gesagt, warum gibt es denn keine männlichen Bärchen? Warum sind denn Bärchen immer Tussis? Ne? Wenn er denn doch ach so bi wäre, müsste es doch auch männliche Bärchen geben. Gibt's nicht. Das ist eine Schutzbehauptung. Genauso wie er angeblich nur auf Ältere steht, das ist eine Schutzbehauptung. Damit man sagen kann, wenn man ihn hasst, dann ist man entweder irgendwie ne, homophob oder biphob, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und die Vorwürfe mit Kindern, die können ja gar nicht stimmen, weil er steht ja nur auf Ältere. Das sind alles Schutzbehauptungen. Dann die ganze Zeit nur an sich selbst denkt, indem er hergeht und sein ganzes Dorf, seine ganze Familie, seine Freunde alle in Unglück stürzt. Ja, Rainer, du fasst es relativ gut zusammen. Wenn du denn weißt, dass das alles so ist, warum änderst du nichts dran? Ach so, der Narzissmus, genau, das ist der Punkt. Und trotzdem immer weitermacht, egal was passiert. Naja, das ist eine Tatsache. Ich verstehe schon, dass sich das abstößt. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Denkst du nicht, dass es ein größtes... Es ist Fishing for Compliments at its finest, oder? Oh, ey, ich bin so fürchterlich, ich hab das und das und das und das und so bin ich. Und er will einfach von dir hören, nee. Also sei nicht so hart zu dir, Reini. Du bist ja gar nicht so schlimm, du bist ein ganz toller Mensch eigentlich. Ne? Und du kannst ja gar nichts dafür, das sind alles nur wegen die Hater. dass er einen Plan hat, dass ich irgendwie einfach nur mache, was ich machen will, um zu bekommen, was ich will. Jeder Mensch tut, was er tut, um das zu bekommen, was er möchte. Und da ich auch nur ein Mensch bin, Rainer hat gedacht, du bist kein Mensch. Du hast schon mehrfach gesagt, du willst kein Mensch mehr sein, weil dir die Menschheit so auf den Sack geht. trifft das bestimmt auf mich genauso zu wie auf jeden anderen. Oder nicht? Ich bin so, wie ich bin. Die Frage ist, ob ich so gut bin, wie du glaubst, dass ich bin. Außerdem hast du mich gefragt, warum ich dich frage, warum ich glaube, dass du... Du hast mich gefragt, warum ich die frage, warum ich glaube, dass du Interesse an mir hast. Ich weiß, Ja, es ist offensichtlich, warum sie Interesse an dir hat, weil sie Matt farmen will. Weil sie ein Bärchen ist, Rainer. Weil keine Frau, die kein Bärchen ist, sich diese Scheiße auch nur länger als ganz kurz gibt, bevor sie dich entweder blockiert oder anzeigt. versuche den Leuten nur zu erzählen, was ich sehe. Und das hier ist Ja. Ich weiß nicht, was du alles siehst. Bald siehst du wahrscheinlich nichts mehr, weil Diabetes schlägt auf die Augen, Rainer. Habe ich dich jetzt geschockt? Nein, ich halte mich nicht für so, wie ich das dir gesagt habe. Ja, offensichtlich nicht, Rainer. Du hast ja tausendmal gesagt, du bist das höchste Wesen, ne?
Aber Aber. äh, Äh, ähm, 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 es wird wieder Cookie-Clicker gespielt im Hintergrund. Hört ihr es? warte mal kurz. Hm. So. Ähm, Oder es wird getippt, vielleicht mit einem anderen Bärchen gerade. nein, ich halte mich nicht für so übertrieben asozial oder sonst irgendwas. Habe ich Ja, ist eine schlechte Selbsteinschätzung, Rainer. auch nie behauptet. Doch, gerade eben. Das hast du verstanden. Was ich gesagt habe, ist, ob du das glaubst, beziehungsweise ob du, das ist auch nicht richtig. Beziehungsweise was ich gefragt habe, war, ob du Zum 5. Mal wieder, ob du. denkst, dass ich so offen und ehrlich bin. Oder Nein, Rainer, nein. Da brauchst du gar nicht weiterreden. Du bist nicht offen und ehrlich. Den Titel Lügenlord trägst du zurecht. oder halt, wie erkläre ich das jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig wiedergeben soll. Warum du so ein Hufeisenbesitzer bist. Vergiss es einfach. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig wiedergeben soll. So wie du es verstanden hast, war es jedenfalls nicht gemeint. Ich sehe mich jedenfalls nicht so, wie du mich beschrieben hast. Rainer, du hast dich doch selber so beschrieben gerade. Du hast dich doch selber so beschrieben, um Fishing for Compliments zu machen. Um bei der Mulle irgendwie Eindruck zu schinden, damit die sagt, na Rainer, du bist nicht so schlimm. Liegt bei mir aber auch daran, dass ich einen anderen Blick auf die Welt habe. Ja, das ist, wenn einem der Diabetes die Augen kaputt gemacht hat, dann sieht man immer so klar. Mir persönlich ist es egal, ob jemand gut oder schlecht ist. Jeder Mensch hat, oder generell jedes Lebewesen, nicht auf die Menschen beschränkt, jedes Lebewesen hat in irgendeiner Form seine, seine Gründe, sich zu verhalten, wie es sich verhält. So, und jetzt lacht. Ja, weiß ich nicht. Wird schon richtig sein. Klar, hat jedes Lebewesen seine Gründe, sich zu verhalten, wie es sich verhält. Das ist halt eine Nicht-Aussage im Endeffekt. Das ist wie Wasser ist nass. Aber bei dir ist es halt offensichtlich, dass du halt einfach immer nur an dich denkst. Ne? In deinem Kopf spielt das Rainer Orchester die Rainer Symphonie und zwar 24 Stunden am Tag. Mach mal wieder. Wenn du nicht reden möchtest, brauchen wir auch nicht weiter reden. Können wir auch auflegen. Sorry, ich musste nur gerade jemandem was schreiben. Ja, ich merke schon, aber das machst du die ganze Zeit. Nur Oder jetzt beschwert er sich. Jetzt beschwert er sich, dass sie abgelenkt ist, während er ihr diese scheiß Räuberpistole ans Knie schraubt. In den Videos vorher, wenn ihr das letzte Video von mir gesehen habt, ist er die ganze Zeit am weil er im Hintergrund Cookie-Clicker spielt oder weil er selber irgendwas schreibt. Und jetzt ist sie kurz abgelenkt, weil sie jemandem auf WhatsApp schreibt und dann kriegt er gleich, schwillt ihm der Kamm. Ja, was ist hier los? Ja, du bist hier total abgelenkt, du kümmerst dich gar nicht um mich. was anderes machen willst, mach was anderes, kein Problem. Ja, wie- Schön passiv-aggressiv werden. Aber was fällt ihr auch ein? Was fällt ihr ein, dass sie nicht 100% ihrer Aufmerksamkeit auf Reini richtet, der nebenher Cookie-Clicker spielt, während er ihr irgendeinen vom wilden Mann erzählt? Ist auf jeden Fall falsch. Einfach Wahnsinn, dieser Typ. Ja. Ofenkäse macht schon wieder Kindergarten. Nein, Ofenkäse macht keinen Kindergarten. Ofenkäse macht Aufklärungsvideos über dich. Hier das Kindergartenthema würde ich an deiner Stelle auch ganz schnell weglassen. Weil er schon wieder rumposaunt, dass morgen ein Leak kommt vom Discord, vom 8. irgendwas, wo ich angeblich einer Minderjährigen sage, wie ich meinen Schwanz packe und Bananensaft presse, so ungefähr. Ja, das habe ich gehört. Das war auch höchstgradig widerlich, Rainer. Und es war auch nicht das erste Mal. Rainer, es war nicht das erste Mal, dass du in Anwesenheit Minderjähriger irgendeine grenzperverse Scheiße abgezogen hast. Das welcher Schwachsinn war, aber ja, das habe ich gesagt, aber da war Alter, nö, habe ich gesagt. Passt. Ja, Rainer, du kannst nicht prüfen, wie alt die Leute auf deinem Discord sind.
Und abgesehen davon, auch wenn die alle über 18 sind, hat es auf so einem Discord nichts verloren. Zahlt mir Geld, damit ihr auf meinen Discord kommt, damit ich euch sexuell belästigen kann. Rainer Winkler. Ja, habe ja gesagt, es interessiert keinen. Das sagt man halt nicht auf dem Discord. Ein minderjähriges Mädchen anwesend. Er geht dann nur wieder mal von aus aufgrund der Stimme, weil er wieder mal meint, er muss hier auf Kindergarten dicke Hose machen, weil er momentan nichts anderes hat. Der Ofenkäse, der geht zugrunde, weil er keine neuen Infos kriegt, weil er nichts. Ja, der Ofenkäse geht zugrunde. Ja, ich wette, der Ofenkäse verdient weniger jetzt, wo du wirklich ungewöhnlich lange nimmer gestreamt hast und auch keine Videos mehr hochgeladen hast und so. Und ja, diese Leaks jetzt gerade, die werden wahrscheinlich für eine Weile das letzte wirklich geldintensive, ne, der letzte geldintensive Content sein, den er hat. Aber obwohl die Scheiße ist nicht monetarisierbar eigentlich. Ich sehe es ja bei mir, dass die Scheiße nicht monetarisierbar ist. Aber Rainer, wir wissen alle, du kommst wieder. Und Ofi, also der YouTube-Kanal ist nicht Ofis einziges Standbein. Der überlebt auch ohne dich. Ganz gut. Da bin ich fest davon überzeugt. Nichts Neues hat, weil ich ja nichts mehr mache. Weil ich mich ja überall blockiere, lösche und rausnehme. Also heißt blockiere, nicht deaktiviere. Ich blockiere. Weil ich überall rausgehe. Ich möchte mich darüber gar nicht weiter unterhalten, weil das regt mich nur auf. Ja, auf einmal. Wenn sich die Mulle nicht weiter drüber unterhalten will, ob er und Uwe sie in der Taverne double taggen können, wenn die darüber nicht weiter reden will, dann ist es ihm gerade wurscht und es wird weiter drüber geredet. Aber wenn es um Ofi geht, dann heißt, nee, ich will da nicht weiter drüber reden, Thema ist beendet, lass weiter drüber reden, wie ich die belästigen kann. Safe ist und alles, gehen wir gerne auch mal essen, ja. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt das Höschen runterziehen und dich auf der Innenseite der Schenkel vom Knie abwärts küssen, bis meine Zunge deine Schamlippen erreicht und ich dann schön mit der Zunge an deinem Kitzler spielen kann. Ja, mit deinen verschimmelten Zähnen. Was genau hast du denn gehört? Erzähl mal, was genau hast du denn gehört? Werde ich schon hart, wenn ich nur dran denke, wie ich meinen Schwanz in deiner Mutti reibe. Was passiert, wenn ich dich wirklich ficke, in dir abspritze und du schwanger bist? Ja, dann gibt es wahrscheinlich eine Anzeige und eine Abtreibung, Rainer. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde lieber es umsetzen, als drüber reden. Ja, Rainer, ich wiederhole, wer ficken will, muss freundlich sein. Du bist alles andere als freundlich. Ja, und das schafft man bestimmt, wenn man einer Dame, die am... Ja. Okay, wir sind jetzt auch am Ende dieses Videos angekommen. 3/4 Stunde aktuell. Ja, komm, scheiß an. Wir ziehen die Scheiße jetzt durch. So, Leute. Ich habe es jetzt gerade aus Dummheit meinen eigenen Satz vorhin abgeschnitten. Wir sind jetzt bei Teil 7, perfekte Atmosphäre fürs erste Date. Am Anfang geht es jetzt um eine Aussage von Excel95. Der hatte ja auch eine Zeit lang Kontakt mit Rainer. Dann hat er Beef mit Rainer gehabt. Und der trifft eine Aussage darüber, wie Rainer sich bei ihm auf dem Teamspeak und auf dem Discord verhalten hat. Rainer war damals bei mir auf dem Teamspeak aktiv, wo ich noch ein bisschen Mitleid hatte mit ihm. Warte, Excel hat ein bisschen abgenommen, oder? Kann es sein? Er sieht nicht mehr ganz so aufgeschwemmt aus wie früher. War er auf Teamspeak bei mir aktiv und wir hatten im Teamspeak damals, vielleicht kennt ihr Tiny Chat. Der Rainer kam damals auf den Teamspeak und hat halt gemeint, ja, er hat nicht so Leute in der Community und er würde sich halt öfter mal Kontakt zu Menschen wünschen und ich hatte echt Mitleid, ne? Und hab gesagt, ey, solange du hier keine Scheiße baust, ne, ich bann dich nicht wegen nix, ja. Und dann hat er halt angefangen mit den Leuten da zu kommunizieren und sich so zusammen zu schließen. Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Irgendwann, also er war
immer bei diesen, oder er war oft, guck mal, Crazy Clown zum Beispiel, ja, auf jeden Fall, da waren auch 15-, 16-Jährige, 14-Jährige waren da in diesem Tiny Chat. Ja gut, ist klar, aber ich glaube, also gerade in der Vergangenheit, die Klientel, die bei jemandem wie Axel rumhängt, ne? Man hat ja mitgekriegt, was da stellenweise gelaufen ist, dass das jetzt nicht irgendwie groß erwachsene Leute waren, sollte naheliegen. Weil ich halt auch eine Community hatte, sag ich mal so 15-Jährige, 16-Jährige, ne? Und er sitzt vor der Cam, ja, holt seinen schwarzen Luan raus. Ja, also das ist ja mal ein ordentliches Spielzeug, ne? Der hat 3 Vibrationsstufen und der geht richtig ab, ne? Das ist ein Monsterle, ne? So die ganze Zeit, dann hat er sein anderes Ding rausgeholt, dann fragt da ein 15-Jähriger oder so, fragt, ja, aber Rainer, wie kriegst du das denn sauber? So, da ist doch ganz viel Kacke. Da holt er seine Analdusche raus, ne? Dass man so aufschraubt, da wo eigentlich die Duschbrause dran kommt, holt er seine Analdusche raus. Ja, dafür habe ich meine Analdusche hier. Die kann man auch ganz gut mal so benutzen. Ne? Das tut nämlich auch ganz gut für die Prostata. So, als wäre er irgendwie auf dem Flohmarkt und würde irgendwelche Schwertgeräte an 42-jährige alleinerziehende Single-Mütter verkaufen. Ja, so richtig unangenehm. Also wirklich komplett unangenehm, ja. Und dann irgendwann ein paar Wochen später oder so, habe ich ihn vom Teamspeak gebannt, weil jemand in den Support kam und meinte... Du hast ihn erst ein paar Wochen später vom Teamspeak gebannt. Ganz ehrlich, in dem Moment, in dem er den Luan rausgeholt hätte, vor 15-Jährigen, hätte ich ihn schon vom Teamspeak gebannt. Aber jetzt schauen wir mal, weswegen er ihn vom Teamspeak gebannt hat. Dass er mutmaßlich, es gibt da keine Beweise für, ne, außer ein paar Screenshots vom Chat, die schon in eine Richtung gingen, die ich sehr abstoßend fand. Aber ich sag, vorsichtshalber mal mutmaßlich, ne, ich kann mir keinen Anwalt leisten, ich bin Burgie-Geldempfänger, mutmaßlich wurde sexueller Kontakt zu Minderjährigen gesucht. So, und da war bei mir auf jeden Fall vorbei. Wir hatten schon mal einen im Team, der... Ja, es zeichnet sich ein Bild. Ne? Wir sagen einfach mal, es zeichnet sich da ein Bild. Oder hat Ofi jede Menge dazu zu sagen? Hier gehen wir wieder rein. Vorhin. Hören da mal rein. Ein richtig witziges kleines Game. Das hat mir ein Kumpel empfohlen. Und der hat mir das gestern empfohlen und heute kam dann ein Teil von meiner Kohle. Und jetzt habe ich kurzerhand beschlossen, mir das einfach mal zu holen. Ja, großartige Idee, Rainer. Großartige Idee. Oh, jetzt kommt ein bisschen Kohle rein, dann holen wir uns erstmal irgendein Game, was mir ein Kumpel empfohlen hat. Rainer, wie wär's denn vielleicht, deine Schulden zu bezahlen, entweder bei der OK oder beim Finanzamt oder bei Uwe oder wo du nicht sonst nur überall Schulden hast? Wäre das eine Idee? Nee. Auf Steam wird sich das Spiel geholt, weil es hat immer Kumpel empfohlen, oder? Hart es ihm fallen wird, von dem Geld wirklich einen Monat zu überleben. Und bei Uwe geht es ganz knapp, weil der Uwe kommt mit der Christine momentan gar nicht klar. Was ich nachvollziehen kann, da sie letzten Endes dafür verantwortlich ist, dass so viel Scheiße passiert ist. Bitte was? Also die Christine ist wohl die Mutter von der Kleinen. Und sie ist jetzt dafür verantwortlich, dass hier so viel Scheiße passiert ist. Rainer, wärst du niemals bei Uwe eingezogen, wüsste der bis heute nicht, wer der Drachenlord ist. Und die Christine auch nicht. Und ihre Tochter, Gott sei Dank, dann auch nicht. Ne? Wäre für alle Beteiligten, glaube ich, besser gewesen. Außer für dich. Teilweise auch ihre Miete überhaupt nicht bezahlt. Naja, sie hat halt schon wieder einiges an Zeug, was sie nicht zahlt, und dann hat sie kein Geld für was zu essen und dann zahlt es. Rainer, ich habe heute einen Bärchen-Leak behandelt von vorhin, wo du derer gesagt hast, du komm bei mir vorbei, aber bring Essen mit oder bring Geld mit und geh dann nochmal einkaufen. Und du erdreistest dich jetzt, über die Nachbarin, die dich da angezeigt hat, herzuziehen, zu sagen, ja, die ist ja total, die zahlt ja nicht einmal ihre Schulden, die hat Schulden bei Uwe. Rainer, ich möchte nicht wissen, wie viel Schulden du bei Uwe hast. Der Uwe auch wieder, ist der Gerichtszeit von Uwe was. Das passiert zwar bei mir auch, bei mir kriegt der Uwe halt immer Zeit nach seiner Kohle. Also bei ihr nicht, oder? Boah, die alle absolut unverantwortlich. Macht dauernd Schulden bei Uwe. Also ich mache zwar auch Schulden bei Uwe, aber bei mir ist es was anderes, weil ich bin ja der große Drache.
jenseits von asozial einfach. Und der kriegt halt bei mir auch immer gleich alles auf einmal und ohne großes Wenn und Aber, sobald mehr Kohle drauf ist. Und deswegen, Ja, der kriegt dann das vom letzten Monat ohne Wenn und Aber, sobald die Kohle drauf ist und dann im selben Atemzug, ach ja, im Übrigen, jetzt hast du die Kohle vom letzten Monat gekriegt, kann immer noch mal was von dir pumpen oder kannst du noch mal für mich einkaufen gehen. ja, und mit mir hat er relativ wenig Probleme, aber er hat halt Keiner. Die Leute haben wegen dir seine Scheiben eingeschmissen. Die hupen da vor der Tür wie die Gestörten. Aber wegen dir hat er keine Probleme. Probleme mit den ganzen Hater-Idioten. Ist schon wieder irgendwas passiert? Ja, du hast doch selber gestern gesagt, dass die momentan wohl wieder viel planen. Und da scheint wohl wirklich einiges im Busch zu sein. Ich werde da jetzt dann schauen, dass ich die Polizei die nächsten Tage kontaktiere. Achso, und am Wochenende werden wir wahrscheinlich länger wach bleiben. Weil Er kontaktiert die Polizei. Ja, was sagt er denen? Ja, ich habe hier von meine Informanten Etzadler auf der Telegram-Gruppe haben gesagt, da ist was im Busch. Ja, mit Blaulicht bitte, Herr Müller. ich es mit dem Uwe eigentlich immer so mache, dass ich am Wochenende immer bis um 4, 5 wach bin, normalerweise und aufpasse. Ja, ganz unfreiwillig. Einfach nur, um aufzupassen. Nicht, weil du die ganze Nacht am Zocken, Daddeln, Wichsen, sonst irgendwas bist. Sondern um aufzupassen, damit der Uwe sicher ist. Das ist der Punkt. Die ganze Zeit, wo ich im Blauen war, Nicht wirklich. ich weiß noch nicht, ob das wirklich umgesetzt wird. Die hatten auch die ganze Zeit, wo ich im Blauen war, übelst einen Terror gemacht. Und außer der ersten Zeit da, wo ich von Nein, ich dachte, du warst nie in Blauen. Hast du nicht lang und breit erzählt, dass du nie in Blauen warst? von der anderen Unterkunft hierher gewandert bin. Abgesehen davon ist dann eigentlich nicht mehr wirklich was passiert von dem, was sie alles so behauptet haben. Aber im Moment, gerade auch wegen der Sache in Holzminden, gehen sie halt auch übelst steil. Und wollen halt auch ihr Met zurück, weil ich halt auch nichts mehr mache. Dazu kommt im Moment auch noch was anderes. Darf ich dir dazu mal eine Frage stellen? Ja, darf ich erst mal ausreden? Dazu Alter, Digga. Was los? Ja, Moment, du hast jetzt hier 10 Minuten vor dich hinschwadroniert. Kann ich mal kurz eine Frage dazu stellen? Ja, darfst du schon, aber lass mich erstmal ausreden. Erstmal auf ihren Platz verweisen. dazu kommt im Moment auch noch was anderes. Und zwar kommt dazu im Moment auch noch, dass die im Moment viel verloren haben. Die haben wohl jetzt die Drachenchronik verloren. Reine Drachenchronik ist schon lang wieder online. Ne? Schwerer Schlag für die Hater. Und im Moment sind sie da wohl auch ein bisschen vorsichtig geworden, weil wohl momentan auch viel gegen Hater passiert. Ja, also ganz ehrlich, Drachenchronik, die war ein paar Tage off, ist jetzt woanders wieder on. Da ist nicht viel passiert. Ne? Und schwerer Schlag für die Hater. Er redet, wie wenn das irgendwie taktisch Entschuldigung, ich musste niesen. Ist eine taktische Kriegsbesprechung gewesen wäre. Aber schwerer Schlag gegen die Hater. Ne? E-Day. 6. Juni. War erst vor kurzem. Wie? Die Drachenchronik ist offline? Die Drachenchronik ist weg. Schon eine ganze Weile wohl. Am Anfang gingen Gerüchte rum, dass die bearbeiten wollten oder irgendwas machen wollten, aber jetzt ist die Chronik schon ich glaube schon eine ganze Woche oder so weg. Auf jeden Ja, wie gesagt, die ist inzwischen auf einer anderen Domain schon längst wieder online. Fall verlieren sie im Moment ziemlich viel. Mhm. Und dadurch, dass sie im Moment aber so viel verlieren, sind sie halt im Moment umso aggressiver. Weil die halt ums Verrecken ihren Spaß, ihren Freude, ihren Fun nicht aufgeben wollen. Ganz ehrlich, Wir sind am Eskalieren, weil es uns so scheiße geht. Wisst ihr wir Bescheid? belassen es erstmal dabei. Solange er offline bleibt, werden wir demnächst ihn auch ignorieren. Wie bist du eigentlich damals zu Uwe nach Zurbis gekommen? Ich habe meine Mittel und Wege. Oder was meinst du? Ich habe halt nach einer billigen Unterkunft gesucht. Ja, in Ding hat auch keiner gekannt. Birnbaum, wo ich gewohnt habe, früher in der Ecke, wo ich dann die Unterkunft hatte. Trotzdem war ich da. Das liegt einfach daran, dass ich halt einfach mir da einfach Unterkunft genommen habe. Ja, wie gesagt,
Ich habe halt erst einmal, das war eigentlich nur eine Übergangslösung am Anfang. Klingt, als ob du mich aushauchen willst. Aha. Also ein richtiger Schlaubi, der Rainer. Aber es klingt, als würde sie ihn aushorchen wollen. Ja, no shit, Digga. No fucking shit. Ich weiß nicht, ob das dieses Mal dann klappt. Die hier ein wenig aufdröselt, die er so genommen hat in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob das dieses Mal dann klappt, weil es, wie gesagt, im Moment alles ein bisschen risikolastig ist wegen den Hatern. Ich würde eigentlich noch. Aber ich hätte gedacht, die Hater sind besiegt und ihm so schwere Schläge genommen und so. Möglichkeit so gerne so weit wie möglich von den Fenstern mich fernhalten, wenn möglich. Da muss man sich ja wirklich Sorgen machen. Ja, dann sollten wir erst recht vorsichtig sein. Ja, deswegen sage ich, wir sollten erst recht vorsichtig sein. Wenn die wissen, dass ich hier bin oder wenn die davon ausgehen und wenn die Fotos kriegen, dann sind sie 100%ig sicher und dann geht der Terror richtig los. Ja, Rainer, auch falsch. Rainer, wir wissen seit Monaten, dass du da bist. Es ist am Anfang ein bisschen was passiert und seitdem eigentlich kaum. Ja, die Scheibe ist eingeschmissen worden, ab und zu hupt jemand. Deswegen ist so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Ach, rein. Sagen. Aber naja, wir hören erstmal weiter. Ob wir denn dann eine schöne Atmosphäre haben können? Oh, die können wir. Schön. Ganz ehrlich, ne, liebes Bärchen, wie könnte denn die Atmosphäre noch schöner sein? Ja? Du fährst nach Zobis, an den Arsch der Welt, gehst dann da in diese Pension rein und dann gehst du hoch zu Reini, der nackt auf dich wartet, ne, in weiser Voraussicht, wo er schon die Bobo-Dusche benutzt hat. 3 Duftkerzen brennen, die Flamme der Duftkerze weht im Wind, der durch das eingeschlagene Fenster reinweht. Und von unten hört man sanft romantische Klänge von Lanza, während Uwe und seine Kumpels dazu grölen. Beste Atmosphäre. Traumdate. Hier oben auch haben. Wir können eine Kerzen anzünden. Ich habe hier so einen kleinen Tisch, den können wir hinstellen. Wir können über den Fernseher bzw. über Dinge ein bisschen Musik laufen lassen. Glaub mir, die Atmosphäre haben wir. Das kriegen wir ohne Probleme hin. Ich habe sogar ein Sofa im Zimmer. Boah, ich habe sogar ein Sofa. Ja, krass, Rainer. ein bisschen, keine Sorge. Ich habe einen guten Sinn für Atmosphäre. Also mach dir keinen Kopf. Einen guten Sinn für Atmosphäre, willst du mich verarschen, Rainer? Einen guten Sinn für Atmosphäre, ja, hier, Ofi zeigt's mal, Atmosphäre. Räumchen. Der lebt da wie der hinterletzte Assi einfach. Bei dieser richtig guten Atmosphäre. Irgendwie geht's mir heute nicht so gut, habe ein wenig Halsschmerzen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist Reini scheißegal. Gegen trockenen Hals könnte ich was machen. Alter, nein, Rainer, nein. Kommt er jetzt mit, Bananensaft soll gegen Halsschmerzen helfen. Ist das jetzt das Ding? Naja, ich könnte dir was zum Lutschen geben. Ein Maul. Reib's vorher mit Eukalyptus ein, das tut richtig gut. Und wenn du das gut machst, bekommst du eine weiße Flüssigkeit, die dir bestimmt gegen den trockenen Hals hilft. So unglaublich ekelhaft. Sag mal, ich weiß, dieses Indigo-Bärchen wird ihn nicht wegen sexueller Belästigung anzeigen, weil dann, müsste sie sich selber exposen, aber wie widerlich kann man eigentlich sein? Habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, aber schluckst du? Es ist doch. Nein, sie gurgelt. Bisschen unpassend, sowas vom Date zu fragen, oder? Ja, durchaus. Ja, kommt aus dem Nichts, ich weiß, aber interessiert mich gerade wirklich. Ist halt für mich. Ja, es ist scheißegal, ob dich das interessiert, Rainer. Es ist scheißegal. So eine Frage hast du nicht zu stellen, schluckst du. Vor am ersten Date, Digga. Vor am ersten Date. Auch ein wichtiges. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum der Mann
fast 35 und immer noch ungebomst ist. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. So charmant, wie er auf die Leute zugeht. Thema halt, weil dann kann ich dich auch besser einschätzen, halt, wie das mit uns vielleicht laufen wird. Sag mir übrigens rechtzeitig Bescheid, ne, wenn du losfährst. Weil ich muss definitiv mein Bettzeug vorher in die Waschmaschine schmeißen. Ja, und Ananassaft trinken, oder wie war das? Weil du willst bestimmt saubere Bettwäsche haben, wenn du kommst. Es ist Ja. Das noch als Frage formulieren. Ja, sie möchte saubere Bettwäsche haben. Das ist definitiv keine Frage. Das ist, Sinne der Kinder wünscht sich das, glaube ich, niemand von uns. Naja, was heißt, weißt du viel über den Weltraum? Das ist genauso, als ob du sagen kannst, weißt du viel über die Tiefen des Ozeans. Halt auch nur das, was halt die Leute erzählen, beziehungsweise was halt Studien rausbringen oder so, wo ich mich informiert habe. ja, da hat er sich informiert. Er hat so einen Haufen von diesen wissenschaftlichen Papers hat er alle gelesen. Ja, wisst ihr, werden regelmäßig von Leuten, die Forschung betreiben, werden so Papers so veröffentlicht in Fachzeitschriften, die er alle abonniert. Hier über Astrophysik und sowas, das hat er alles gelesen und verstanden und eigentlich schon seine eigenen Berechnungen gemacht. Und jetzt kommt er mit so einer Bombshell, kommt er bald um die Ecke, dann hat er sämtliche von diesen Theorien, kann er dann entweder bestätigen oder debunken, weil er das Mastermind Secret Brain in der Astrophysik ist, oder? Es ist jetzt nicht so, wo es jetzt groß irgendwelche Fakten gibt. Aber du kannst. Nein. In der Astrophysik gibt es jetzt nicht, und bei Forschungen in der Tiefsee, da gibt es überall, da gibt es keine Fakten dazu. Das ist alles bloß Hearsay. Irgendwelche Spinner haben sich da einfach irgendwas ausgedacht. Es kann Planeten bereisen, zumindest nicht so weit wir wissen. Weil es gibt, so weit wir wissen, keine Planeten mit Sauerstoff oder Atmosphäre. Man will versuchen, den Ich hätte gedacht, du bist der Experte, was Atmosphäre angeht. Dann fährst du halt dahin und machst da Atmosphäre. Stellst ein paar von den Duftkerzen auf und einen Toaster und stellst einen E-Roller in die Ecke und deine Popo-Dusche, die legst irgendwo hin, damit eine richtig gute Atmosphäre. Nimm Uwe und seine Lanzerplatten auch gleich noch mit. Ne? Wupsdibums, Atmosphäre. Mars Kolonialisiert, Rainer, ist das Wort, was du suchst. zu kolonialisieren. Kulinarisieren, genau, Rainer. Das geht auch. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Close enough, Rainer, close enough. Das heißt ausgesprochen, man will auf jeden Fall versuchen, den Mars irgendwann da umzuwandeln, damit man da leben kann. Aber ob das funktioniert, wird ja auch vermutet, dass auf dem Mars bereits Leben existiert. Also von daher, Glaubst du daran? ich glaube, dass man nichts beweisen kann. Doch, glaube schon, dass man beweisen kann. Also, so offensichtliches Leben existiert das wohl auf dem Mars eher nicht. Und die Theorie ist, dass es vielleicht Wasser gibt auf dem Mars, was die Grundvoraussetzung wäre dafür, dass sich eine Atmosphäre bildet. Im Gegensatz zu Duftkerzen und Lanzer-CDs in Zobes, die da die Atmosphäre bilden. Es gibt so viele Theorien über so viele Sachen auf der Welt. Manche Leute behaupten, dass wir in der Matrix leben, andere Leute behaupten, dass wir in einer virtuellen Realität. Ja. Rainer, die Matrix ist eine virtuelle Realität. Ähnlich der Matrix leben. Wieder andere glauben, dass die Erde flach ist und nicht rund. Wieder andere. Ja, es gibt einen Haufen Spinner, Rainer. Es gibt einen Haufen Spinner. Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Mit Sicherheit habe ich es euch schon mal erzählt. Ich erzähle es euch nochmal. Ja, ich habe mal so ein Video gesehen, da haben sie von verschiedenen Verschwörungstheorien, ich glaube 7 oder 8 Leute, in einen Raum gesetzt und das waren dann Leute, die halt wirklich eine Verschwörungstheorie stark verfochten haben, jeweils. Aber alles unterschiedliche Theorien. Und 2 Fakten sind dabei rausgekommen bei diesem Experiment. Punkt Nummer 1, jeder von denen war sich 100% sicher, die Verschwörungstheorie, an die er glaubt, die ist 100% richtig und er ist da was ganz Heißem auf der Spur. Fakt 2, jeder von denen war sich sicher, die anderen sind alles Spinner. Glauben, dass das Spaghetti-Monster die Welt erschaffen hat, wieder andere glauben wieder was anderes. Das Spaghetti-Monster ist eine Satireaktion, Digga. Also jeder glaubt irgendwas anderes. Manche Leute glauben an Das ist genauso wie wenn du dann glaubst,
was im Postillon steht. Das Spaghetti-Monster ist eine Satireaktion. Paranormales, manche nicht. Ja und nein. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können, die man als paranormal auslegen kann. Ich glaube aber nicht, dass es immer gleich was Böses sein muss. Die Menschen haben diese dumme Angewohnheit, aus allem, was sie nicht verstehen, die dumme Angewohnheit, aus allem, was sie nicht verstehen, gleich immer was Böses zu machen. Ja, die dumme Angewohnheit im Hintergrund Cookie-Clicker zu spielen, während sie über so eine Scheiße schwadronieren. Du hast doch mal selber sowas Paranormales erlebt, oder? Du meinst, glaube ich, die Story, wo ich mit meinem Kollegen auf dem Friedhof war und einen kalten Hauch wie einen Atem im Nacken gespürt habe. Ja, Rainer, du hast so viele Storys verzapft. Wo du dann draußen im Wald mit diesem komischen Filter da gefilmt hast und erzählt hast, dass da irgendwas ist. Ist halt alles Geschichten aus dem Paulanergarten, Rainer. Und das wissen wir ja auch. Zu meinem Kumpel gesagt, dass er die Fresse halten und so den Scheiß lassen, der aber auf der anderen Seite gelaufen ist, also es gar nicht gewesen sein kann. Du hattest aber noch mal was anderes erzählt, wo ein Geist Kerzen um euch herum angemacht hat. Ja, und der hat schon wieder vergessen, was er da für eine Räuberpistole erzählt hat. Da will er nicht drauf eingehen. Ach, Gottes Willen. Nicht ganz. Er hat nicht die Kerzen um uns herum angemacht, sondern die Kerzen haben uns vor ihm beschützt. Ja, die Kerzen haben ihn vor ihm beschützt, Alter. Nee. Jetzt sind wir nochmal bei knapp über einer Stunde. Lassen wir es gut sein. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Es ist entweder hanebüchener Bullshit, Lülülü-Geschichten aus dem Paulanergarten oder massive Übergriffe dem Bärchen gegenüber. Und jenseits von widerlich. Leute, in diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut und mit Love.